Und links und rechts und links und rechts. Ja, Leute, willkommen zurück hier zu Pokémon Omega. Ruby natürlich nicht nur Omega alleine, nee, natürlich auch das Ruby muss noch dabei sein. Tja, wie geht's genau weiter? War soll das ein bisschen angeln oder? Weil unser Team ist doch schon, glaube ich, für weitere Pokémon-Kämpfe ziemlich am Arsch. Und ich glaube, mich frisst gleich ein Barsch. Ne, ist bloß ein Goldini, okay. Ja, unser Chaos. Eigentlich ein super Pokémon und so. Keine Frage, natürlich auch ein super Typ, aber ich glaube, ist ein bisschen am Schwächeln. Ein ganz kleines bisschen. Ansonsten seid ihr soweit zufrieden mit dem Team, also sprich auch was, sag jetzt mal, Level betrifft, halt natürlich vor allem die ganzen Spitznamen und die Pokémon an und für sich, obwohl mir da Tommy noch ein bisschen zustimmt, dass halt ein männliches Squad war ein bisschen seltsam ist, aber ja, wieso ich das so gewählt habe, das hat, wie bereits erwähnt, einen Grund und das Gold ist viel zu schwach mehr gerade. Es hat einen Grund, den Grund werden wir aber erst ein bisschen später im Let's Play erfahren. Natürlich, theoretisch können Sie sagen, männlich, okay, wäre Galagladi eigentlich klüger, oder halt, sag ich mal, nicht klüger, sondern vernünftiger. Das wäre natürlich schon ein Argument, aber andererseits, wenn es halt irgendwie Psycho-Pokémon fehlen im Team und deswegen direkt, Entschuldigung, nicht Psycho, sondern natürlich Fee-Typ. Und deswegen nochmal irgendwie ein Feen-Pokémon, ja, ich weiß nicht. Vor allem natürlich ist deswegen noch, eigentlich noch eine geile Idee, weil ja Feen gab es damals, ouch, in der dritten Generation noch gar nicht. Und deswegen jetzt plötzlich ein Feen-Pokémon im Team zu haben, was ursprünglich noch gar kein Feen-Pokémon war, ist ja schon eine nette Idee. Tunnel, beruhig dich mal. Meine Fresse. So, deswegen behalten wir momentan noch. Wenn es dann irgendwie doch zu doof ist, dann kann man eben noch irgendwie ein anderes Trasler oder sprich einen anderen Atomic trainieren. Entschuldigung, Kumpel. Sprich einen männlichen und dann den halt zu Galagladi entwickeln. Obwohl es aktuell sowieso noch ein bisschen schwierig wäre, den zu entwickeln, weil mir immer noch der verdammte Entwicklungsstein fehlt. Sogar auf Alpha Saphir fehlt mir den noch. Und deswegen wäre sowieso noch ein bisschen kurios. Dann noch ein anderes Thema, eine Anmerkung. Ich muss die Parts für die nächste Zeit ein bisschen von der Länge her zurückstellen. Wieso? Das hat vor allem den Grund, weil ich jetzt noch ein bisschen fertig aufnehmen bin. Also nicht nur jetzt bei dem Projekt ein bisschen ins Ende hinausgehen, wie zum Beispiel Tales of Xillia 2 oder Risen 3. Sondern allgemein noch ein bisschen auf Vorrat aufnehmen, weil ich über Weihnachten, Neujahr, über die Festtage etwas anderes machen will, hinsichtlich Let's Playen und so. Und deswegen, naja, muss dann noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen vorauf aufnehmen. Und weil Pokémon voraussichtlich die ganzen, also zwischen Weihnachten und Neujahr auch kommen wird. Hab jetzt gemacht? Okay, gut. Genau, also vermutlich doch kommen wird, muss halt die Partszahl doch auf maximal 20 Minuten begrenzen. Früher mal ein Käfersammler, heute bin ich ein Käfermaniac. Weil sich überall die Zeit nie geändert hat, ist meine Liebe zu den Pokémon. Ja, schön. Genau, also maximal jeweils 20 Minuten mache, wird das Let's Play ein bisschen kürzlich verlängern, aber keine Sorge, dann geht es wie gewohnt weiter. Weil dann am Neujahr ist das eine Let's Play bereits abgelaufen und ich sage jetzt mal so, zu Beginn des neuen Jahres hat noch nicht so viele neue Projekte aufgenommen. Das früheste neue Spiel kommt eigentlich erst im Februar dann mit Dragon Ball Xenoverse und vorher. Ich glaube jetzt mal, dass Legend of Zelda Majora's Mask 3D jetzt sicher nicht vor Ende Februar kommen, also reden da eher noch mit März und deswegen haben wir da glaube ich noch ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal Platz, war vor allem natürlich Platz nach oben für ein bisschen länger Part und so, sind mal 25 Minuten, aber sicher nicht die Überlänge, die ich da noch bei Tales of Xillia 2 rausgehauen habe, mit teilweise irgendwie, was war das, teilweise sogar 50 Minuten und so. Das ist nur um eine scheiß Nummerierung beizubehalten. Oh man, Ja, ein Pudox, ein Gifttyp und dummerweise keine Psychoattacke drauf. Ein Strolunium mit einer Psychoattacke, also sprich 10 Kopfstoß und sowas, das wäre noch geil. Aber gibt's garantiert nicht, also das wäre mal neu. Windstoß. Gegen Stahl, ich geb's auf. Was? Mensch, aber sowieso nur 2 Attacken. Verdammte AP. Ja, wenn ich sowieso schon am Thema bin, wie gesagt, Pokémon Omega Rubin wird, wie gesagt,
zwischen Weihnachten und Neujahr täglich kommen, wie gewohnt eigentlich. Manche andere der Let's Plays werden derzeit pausieren, dazu werdet ihr mehr am 24. Nicht 24, Quatsch, ich glaube am 23. wird es sein, war. Ich glaube, da kommt Pokémon auch noch, oder fällt es dort aus? Weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle werden dort noch ein kleines Infovideo raushauen und so. Über Weihnachten etc. was noch so kommen wird. Ich habe eine Menge Rückkehr auf dem Plan. Abschlüsse ganz alter Projekte. Und natürlich auch noch ein paar neue Let's Tests und so. Also es wird schon für ein bisschen Abwechslung gesorgt sein über, was vor allem zu den Feiertagen war. Wenn ich persönlich will Weihnachten, Neujahr eigentlich vor allem mit der Vorbereitung für ein kleines Turnier beginnen. Ja, mehr sage ich jetzt auch noch nicht, das kommt auch erst dann noch. Vielleicht sogar ein Pokémon-Turnier, das könnte es durchaus sein, jetzt wo Kaya sein 3DS bekommen hat. Ja, vielleicht machen wir sogar nicht nur Super Smash Bros., sondern auch Pokémon Omega Rubin. Ups, nein, du hast bereits verraten, ich trottel. Entschuldigung, nee. Ey, ich wollte es irgendwie auch andeuten, also mehr so kommt, wie gesagt, am 24. Oktober. Dezember natürlich, Entschuldigung. Was bist du für ein? Luft ist so frisch. Cool. Aber ja, wie gesagt, gewisse Ideen gibt es bereits und mal gucken, wie die genau aussehen werden. Ist ja auch ein Pokémon. Hab ich was gesehen? Wer schreit denn dort? Sehe ich nicht, toll. Ist ja auch egal. Lalala. Also auf alle Fälle vor allem, ja, jetzt haben wir da den 19. Dezember gerade aufnehmen, also sprich dann mal ziemlich frisch am Morgen. Und ich habe über Weihnachten, Neujahr, also zumindest was die aktuellen Let's Play Projekte anbelangt, soweit schon genug auf Lager. Aber vor allem, sowieso tauschen, ne? Aber vor allem was dann halt die Spezialplanung betrifft, sprich wie gesagt, da irgendwie Let's Tests und andere Parts halt noch, andere Videos. Da muss ich alles erst am Wochenende noch aufnehmen, weil Montag kam ich wohl kaum dazu. Dienstag ist bereits das Ankündigungsvideo und ja, das wird heavy. Wenn eine richtig heavy Zeit zu machen, jetzt normal angreifen, das T ist sowieso stark, na egal, versuch's mal so. Oh, wieso muss mich ja jedes zweite Pflanz-Pokémon paralysieren? Ja, ich weiß, Wutux war ein Käfergift, aber das spielt keine Rolle. Kein Detail, so. Okay. Die andere Frage, die ich noch gerne darauf eingehen möchte, mit dem Team noch sind, es kam noch die Frage auch bezüglich Alpha Saphir Let's Play. Ja, ich weiß nicht genau, ob es speziell auf ein eigenständiges Let's Play zurückzuführen war, die Frage, oder aber nur halt darauf, ob ich irgendwelche Parts, also sprich einfach noch, ja, ein, zwei Parts dazu noch raushaue. Ja, ist natürlich so. Eigentlich einständiges Let's Play zu Alpha Saphir wird es momentan nicht geben, weil wir sowieso gerade Omega Rubin zocken. Aber wie ich bereits erwähnt habe, werde ich bestimmte Ereignisse nach aus der Sicht von Alpha Saphir, dank Rosele fürs Abhauen, zeigen. Sprich, wie gesagt, dann noch bestimmte Szenen wie mit legendären Pokémon, sprich mit dem Proto-Pokémon. Ja, also bereits gespoilert, mir sage dazu nichts. Da werde ich sicher noch auf Alpha Saphir Sicht noch etwas zeigen und dann vermutlich sonst irgendwie noch ein, zwei Dinge. Könnte mir auch durchaus vorstellen, dass noch das wegen weiteren legendären Pokémon zeigen, starten und so, weil da wäre es dann auch noch ganz gut zu wissen, wie es bei Alpha Saphir aussehen könnte. Das wäre es eigentlich, wa? Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Gut, so machen wir es. Aber mehr als 10 Parts in Alpha Saphir wird es insgesamt doch nicht geben, wa? Roselia wäre noch ein cooles Pokémon. Ich meine, ist ja Pflanzengift und Roserade ist in dem noch ziemlich stark drauf. Und wir haben da ja unser Planas, Tengulis, aus den Werten her. Klar, ist ein cooler Typ, aber Pflanzengift hätten wir nachher auch nicht so im Team, wa? Trotzdem Pflanze. Unlicht ist schon ein geiler Typ, das stimmt. Und Gift ist gegen so vieles anfällig und gegen Stahl wirkt es auch nicht und so. Ja, müssen wir mal gucken, Leute. Vielleicht komme ich echt nicht darum. Ja, was ich gerade sagen wollte, vielleicht geht es echt nicht anders, als dass ich echt noch da irgendwie Tengulis später dann halt auf die Reservebank schicken muss und dafür irgendwie Roserade so zu nehmen. Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Die habe ich alle selbst gepflanzt. Das war mit 3a, wa? Ah, ich bin kein Zahnarzt. Das aussieht, das ist ein übergroßes Insekt.
Wenn mich ein bisschen an Professor Trelawney aus Harry Potter! Flunky von It. Genau. Was? Ja, ist gut. Moment. Ja, geht's weit hoch. So, jetzt aber. Ein stinknormaler Schutz. Ja, Prost Mahlzeit, ey. Oh Mann, oh Mann. Aber generell könnt ihr vor allem jetzt noch ein Video Ende Jahres geben. Also nicht speziell das Omega. Na toll. Nicht speziell so Omega Rubin und Alpha Saphir, sondern generell halt noch ein Rückblick und Vorschau wieder. Ich will, wenn es geht, beides kombinieren, weil alles in einem, also sprich Einzelvideos zu machen, sprich eines für den Rückblick und eines für einen Vorblick und so, was noch kommen mag. Das ist so eine coole Idee, habe ich auch schon gemacht, aber irgendwie finde ich das fast zu kurz, wenn ich es nur so mache. Kurz gesagt, ja. Deswegen glaube ich, macht es eher ein bisschen kombiniert, also versuch's zumindest, wenn es nicht allzu lange wird, trotzdem noch ein cooles Video wird und weil ich sage es deswegen, weil auch wie gesagt, bezüglich Pokémon, also wird er vermutlich dann doch nach Neujahr noch ein bisschen die Zeit nutzen müssen, um ein älteres Projekt nochmal in Angriff zu nehmen und hoffentlich auch abzuschließen zu können, aber es wird dann ja, ein paar Pokémon-Dinge noch kommen, ich sage jetzt extra noch ein paar. Also nicht nur ein bestimmtes Spiel oder ein bestimmtes Let's Play, sondern noch generell ein paar mehr. Auch wenn also ein will ich vor allem noch Let's Play in einem Spiel. Weil es, wie ich finde, sowieso mein Lieblings-Pokémon-Spiel ist. Es ist ein richtiger Oldie, es war auch aber ein richtig cooler Titel halt für eine Konsole. Und ja, die Rede ist von Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ich finde auch heute noch ein extrem geiles Spiel. Und mein Kampfsystem, darüber kann man sich streiten, das war halt damalige Zeit noch, Gamecube und so. Das glaube noch dritte Generation war, sprich mal ein Höhen-Pokémon. Aber halt trotzdem, wie gesagt, war einfach alles, wie ich finde, noch ziemlich geil damals. Und ja, heutzutage ist es wohl auf der Wii, ich meine, da gab es Battle Revolution, ja toll, war im Grunde genommen ein Stadium, ein bisschen abgespeckt. Ja, mehr war es auch nicht und von dem her, yes, müsste schon mehr kommen. Naja, mal schauen Leute, mal schauen, was noch alles die Zukunft noch bringen wird. Und oder sonst noch DS 3DS-Projekte. Von das einen wird geil, was ich mich schon sehr freue. Und zwar Yu-Gi-Oh! 5Ds, Reverse of Arcadia. So ein geiles Spiel, Leute. Und ja, sehr viel cooler als zum Beispiel das aktuelle da, Yu-Gi-Oh! Sexel oder Seal, wie es im Original heißt. Was kann ein Zusatztitel nicht mehr, aber egal. Es war auch so ein aktuelles für ein 3DS. Totales Kack. Müssen wir auch mal stehen müssen reinhauen und Let's Test raushauen. Obwohl es eigentlich eher ein Let's Shame dafür wird. Dass nur so ein Yu-Gi-Oh! Spiel so dämlich machen kann. Ja, wegen 5Ds oder so Arcadia auch viel geiler als Schwalbini war. Wegen Schwalbini, nee, sind auch viel geiler als war das gerade im Hinterstübchen. Als Mass of the Cards war ja im Endeffekt auch ein ordentliches Yu-Gi-Oh! Spiel für eine Konsole, sag ich jetzt mal. Autsch! Aber Reverse of Arcadia von DS wird noch sehr viel geiler. Da will ich mich so gewöhnen wir nicht daran, ey. Aber ist so, wenn du mal ein paar Tage lang auf dem 3DS XL gezockt hast und nachher auf dem normalen 3DS zurückweichen musst, ey, da will ich mich das so verstören von der Größe her. Echt verrückt. Und bis es halt 3DS XL Capture Card Möglichkeiten gibt. Aus Japan her gibt es sie, glaube ich, bereits. Also, sagt man zumindest. Aber für den Import und so, dann zu teuer. Wenn es hier überhaupt umgebaut werden kann oder halt Möglichkeit besteht. Man ist zwar irgendwie am Arbeiten dran, aber ja, wird wohl noch ein bisschen dauern. Und ich hoffe zumindest auch danach die Qualität ein bisschen verbessern kann, wa? Von Videos und so. Ich meine, klar, schlecht ist es ja nicht, wenn du halt auf YouTube das Ganze rüberbringen willst, so 3DS-Modell auf YouTube vom Format her. Muss schon ein bisschen tricksen und perfekt wird es natürlich nie, das ist schon klar. Und trotzdem will man sich halt verbessern, das ist so, Sitzach, so, dankeschön. Lalalala. Ein Beleber, kann ich gut gebrauchen. So Leute, wieder mal fast ein ganzes Park gebraucht. Verdammte Strecke, die gibt's doch nicht. Schon wieder haben wir irgendwelche Rückkämpfe, das ist nicht zu fassen. Also hier für Liga und so ein zu tiefes Level zu haben, das kriegst du gar nicht hin. Da muss extra
extra doof trainieren, damit du es irgendwie hinkriegst. Da ist noch der Weg. Okay, ich kann anderen nachgucken. Nee, heute nicht. Heute nicht. Weil jetzt will ich endlich noch ganz kurz das Pokémon, das Fit-Team machen. Genau, wollen wir das Fit-Team machen. Mann, ey, ist schon zu spät für mich. Das Team fit machen und dann geht's endlich in die Wettbewerbe. Ich habe übrigens auf Alpha noch gar nicht gemacht. Ich habe echt extra nicht spoilern lassen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich es einmal gesehen habe dort und bereits voll im Trainieren bin, dann habe ich hier gar keinen Bock mehr drauf. Und das ist natürlich schon irgendwie schade. Was ist hier mit der Reihenfolge los? Hallo? Was ist mit der Reihenfolge? Wieso habe ich einen Waupe, wenn ich schon die zwei habe? Zum Tauschen noch? Nee, come on. Der Waupe kommt weg. So, jetzt haben wir den noch. Das ist Nummer 46. Ja, wir schon wieder so ein Quatsch. Alter, mach ich überhaupt? Gute Frage, war. 35, okay, dann haben wir noch einen 50, der kommt also dahin. Jetzt macht es doch langsam wieder eine Gattung. 9 ist sowieso cool. So, schon viel besser, war. Also, wir haben noch Chaos, wir haben noch Atomic, wir haben Junglu, das ist noch ein Namenbrat, aber auch schon eine Idee, das aber später mehr. Planas, die beiden kommen raus, kommen dafür dann Milotic und Brutalander ran und für die habe ich auch schon 2 Spitznamen, dank euch. Aber die bringen dann erst, wenn es soweit ist, aber natürlich könnt ihr bis dahin schon noch andere Vorschläge halt posten, wenn ihr wollt. Okay, dann kannst du speichern und dann geht es wie gesagt ab zum Wettbewerb. Ich glaube, unser Wettbewerbsstar könnte Atomic sein, ich glaube, der wird es noch ziemlich gut machen da. Der gute Tommy. Quatsch, mache erst den nächsten Part mit den ganzen Leuten, weil sonst dauert mir der Part zu lange hier. Und die los? Kreativ in Krise. Kostüm ein. Ach ja, das Cosplay Pikachu. Dazu erfahren wir nach dem Wettbewerb mehr. Oh cool. Was kriegen Anzieh mit Themen hier? Ich muss unbedingt Alpha Sophia noch hier hin. Hallo Max! Deine Sache bekommen. Okay. Oh. Jetzt ist es hier doch. Ah, Michael, sag bloß. Bist du etwa hier, um an einem Wettbewerb teilzunehmen? Super, freue mich riesig. Ach, weißt du was? Mir kommt da gerade eine tolle Idee, warum dieses Kapitel eine Karriere nennen könnte. Und jemand! Die Anfänge! Herzlich willkommen beim Wettbewerbsdebüt. Das trifft doch gut, oder? Einfach was gleich wirklich losgeht, musst du erst noch schnell mit mir kommen. Wieso? Wieso? Ich will doch nicht mit. Also, Kleines, jetzt sind wir 2 unter uns ganz alleine. Wir sind ganz ungestört. Bevor du jetzt bei einem ersten Pokémon-Wettbewerb mitmachst, möchte ich unbedingt noch ein kleines Geschenk machen. Ist alles ein bisschen plötzlich, ich weiß. Aber du weißt, die Sache ist die, du bist ein Junge, ich bin ein Mädchen und wir sind beide in der Pubertät. Ich muss sagen, anscheinend der 100. Trainer, den ich für den Wettbewerb auserkoren habe. Die hat bereits 100 Typen? Das ist schon ein Grund zum Feiern. Naja. Das muss Schicksal sein. Ich weiß es einfach, du musst der Trainer sein, nachdem ich immer gesucht habe, Michael. Was ist mit dir los? Ups, tut mir leid, das ist wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Naja, also wenn du magst, dann trage doch das hier bei deinem Wettbewerbsdebüt. Der Live-Anzug. Aha. Jetzt wollte ich mir Klamotten schenken. Ich dachte schon. Egal. Muss man eine coole Mütze hin? Mann, die möchtigen weiße Haare noch mal ein Steckenpferd. Du bist... Sag mal... Der fährt gleich so wie ich? Wow, einfach nur wow, steht die ausgezeichnet. Ach, Männer kann es gar nicht mehr erwarten. Pokémon-Wettbewerb live und du bist das erste Mal mit dabei. Du wirst bestimmt eine famose Darbietung hinlegen. Ich werde meinen Blick keinen Moment von dir abwenden können. Okay, ja, jetzt reißt er langsam, komm schon. Drück ganz fest die Daumen, ja, ist gut. Meine Fresse, ey. Was ist das denn für eine Tante?
So, gibt es oben noch etwas Spezielles, glaube ich nicht, was? Wir haben verschiedene Wettbewerbsbänder, die wir für unsere Pokémon gewinnen können. So, mal gucken. Servus. Absoluter Anfänger. Oh, wenn ein Pokémon ist, der ist eine besonders große Rolle. Wird ja möglich wirkt. Die Kunststücksrunde, was? Wenn sie über 5 Runden wägen, und so Attacken ausführen. Pokémon oder wer teilnehmen? Nö. Na gut, müssen der nächste hoffentlich. Die Poké-Riegeln. Im Vorgänger war es noch ein bisschen anders mit den Poké-Riegeln, aber geht das direkt jetzt schon? Das muss ich direkt mal ein bisschen testen, wa? Ja, steht der Poké-Riegel-Set. Poké-Riegel geben! Bitte bei einem Poké-Riegel. Rot, blau, Problem ist also jetzt hier nicht, welcher Poké-Riegel welches Artefakt in sich trägt, wa? Was, der Rot ist für die Schönheit? Nee, guck da. Was? Ausdruckskraft, aber ein Störfaktor noch, wa? Oh, das klingt gar nicht gut. Aber Chaos scheint es zu mögen. Ich würde mal sagen, ich gebe es einfach mal Chaos und wollen für seinen Kraftkoloss. Lecker, lecker! Coolness, cool! Ja, denn Coolness ist so wichtig. Was macht er hier? Doch, war die blauen. Ist er ständig stört? Ah, wegen Konvulsion. Gut, das ist natürlich logisch. Der blaue ist vor allem für die Schönheit. Interessant, aber natürlich ganz viele Poké-Riegel noch von der Sorte. Für Barschwa, sprich auch für Milotic. Nun gut, dann, wenn wir sagen, also wir haben natürlich ohne Poké-Riegel, um zu gucken, wie denn überhaupt die Unterschiede aussehen mögen. Tja, und wie es genau aussehen wird beim Pokémon-Wettbewerb hier in Wiesenflur City oder nur Wiesenflur, wie auch immer, das seht ihr dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao zusammen.